Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe das letzte Mal auf Liberation ein Game gemacht, wo ich einigermaßen zufrieden war mit der Score. Das Geile war, dass wir das Team richtig gefickt haben. Dabei war auch noch der Quasti, der hier gerade am Umrattern ist wie ein Wilder. Und der Inside. Und ja, ich finde es schon noch lustig, eben auf Liberation nimmt jeder sein Sniper-Gewehr für, egal ob du gut oder schlecht bist. Und das Spawn hier vorne, das ist einfach ein richtiger Scheissdreck. Immer noch. Ich finde, auf Liberation sind die Spawns so hure beschissen. Es ist wirklich himmeltraurig. Naja. Egal. Eben, die Gegner machen wir ziemlich fertig, auch wenn das jetzt gerade noch nicht so aussieht. Wow. Aber das Gameplay sollte mehr so ein bisschen im Hintergrund vor sich her dümpeln. Weil ich habe ein paar Themen, die ich mit euch anschauen möchte. Und zwar ist ja, wie ihr sicher gesehen habt, die neue Map jetzt rausgekommen. Overwatch. Zuerst wieder mal für Xbox Live Elite Premium Members. Und die Map ist wirklich richtig cool. Ich bin zwar noch nicht wirklich gut auf der, aber sie macht mir wirklich extrem Spass, wenn sie dann mal gespielt werden. Das ist ein anderer Faktor, weil gestern mit dem Quasti noch ein bisschen gezockt und ich glaube, wir haben in 6 Games einmal die neue Map gespielt. 3 davon waren irgendwelche alte Maps. Ganz leidige Geschichte. Aber ich muss sagen, das ist ein guter. Was weniger ein guter ist, sind wiederum die Spawns. Auch auf Overwatch sind sie zum Teil ganz schlecht. Ich habe jetzt x Videos gesehen von Kommentatoren, die die Map angespielt haben, ein bisschen Tipps und Tricks haben gegeben. Und selber das auch schon einige Mal erlebt, du wirst gefickt und spawnst hinter dem Gegner. Du machst einen Gegner fertig und er spawnt in deinem Rücken. Du siehst auf der Killcam noch, wie ihn du getötet hast und wie er dann hinter dir spawnt und dich abkassiert. Also ich finde, das kann es einfach nicht sein. Und die ganzen Firmen, die im Call of Duty mittlerweile dran arbeiten, haben sicher auch eine Prioritätenliste von Sachen, die sie verbessern wollen. So wie ich mein Aiming verbessern soll. Aber dann nehme ich trotzdem, ja. Und ich weiss einfach nicht, wieso das Spawn-System dort nicht oberst drauf ist. Eine Erklärung ist, dass das einfach so tief in diesem Game verwurzelt ist und das mittlerweile doch ein bisschen theorisch kommt, dass man es gar nicht erst anlenkt. Aber dann muss ich einfach sagen, schade. Dann hoffe ich schwer, schön ist er durchgelegen. Schön ist er durchgelegen. Leck du mir. Eben. Wenn das Ganze schon so veraltet ist, wäre ich froh, wenn das Call of Duty mal auf eine neue Engine würde eigentlich aufgesetzt werden. Es ist auch immer ein Risiko, aber es verspricht auch positive Verbesserungen, hoffentlich. Dann weiter können wir doch noch kurz hier auf Elite Premium sprechen. Es ist ja wirklich eine Frechheit, dass PS3-Leute auch zahlen und das Zeug gang noch nicht bekommen haben. Vertrag hin oder her, in meinen Augen, es geht einfach nicht, was die Sachen hier durchziehen. Die verdammte Geldgier, die ficken einfach alle Fans und das scheint nicht egal zu sein. Wieder mal ganz leid, so ein riesen Konzern wie eben Activision, wo hier vor Geldgeilheit auch verstören dreht teilweise. Ich glaube, der CEO von Activision ist jetzt auch ins Verwaltungsratboard von Coca-Cola reingewählt worden und so. Also, dort kann man schon gut erkennen, wenn man sich mit so Sachen ein bisschen beschäftigt, dass eben das Geld hier extrem im Vordergrund steht. Das muss sicher jede Firma finanziell probieren, gut durchzustehen, aber sie übertreiben es gäbig mit dieser ganzen Geldmacherei, weil es führt zu Unmut, zu Unzufriedenheit bei den Fans. Oh, schön abgekratzt, scheiße. Anyway, führt zu Unmut bei den Fans und dann muss ich einfach sagen, ist das wirklich nötig, das im Geld zu machen, weil es hat auch noch einen anderen Impact. Im Moment, die neue Map, keine Ahnung, Domination spielen vielleicht 1000 Leute und von diesen 500.000 ziehen ich die Killcam rein. Ist es nicht geil, super. Aber wir haben auch alle Flaggen eingenommen, von dem her sind es bei uns aber schon ein bisschen leid. Ich hüpfe hier von einem Thema zum anderen, ich hoffe es verwirrt mich nicht zu fest. Mich selber verwirrt es einfach auch ein bisschen.
Aber kommen wir zurück zu Elite. Und die Sache ist halt einfach die, durch das, dass wir einen kleinen Anteil an Elite Premium Leuten haben, gibt es eine kleine Gruppe, die das nicht zockt. Und der grösste Teil wird das später zocken oder gar nicht. Und das führt dann zu einer Aufteilung der Spieler. Man hat dann weniger gute Games, man hat dann grössere Distanzen, wo man entfernt ist. Und nur weil ich jetzt das Zeug gekauft habe, für das zu zahlen und die Maps durch das Ende bekomme, muss ich mit einer schlechteren Spielqualität leben. Das macht in meinen Augen eigentlich überhaupt keinen Sinn. Darum ist die Separierung, die es jetzt durch Abonnentendienst gibt, wo man dafür zahlen muss, ist eigentlich etwas ganz Schlechtes für die ganze Community. Und es ist eigentlich schade, dass sie das nicht sehen. Ja. Ich weiss nicht, wie ihr darüber denkt. Wenn man jetzt den Gegner in diesem Spiel würde fragen, der würde eigentlich gar nichts sagen. Zieht nicht die überpowered rein. Scheiße, Mann! Kein Mund mehr gehabt, schnell Type aufgenommen. Und er eine Salve und der liegt ab. Finde ich krass. Anyway. Also, das ist die ganze... Ja. Elite Premium Story. Eine andere Story sind die ganzen Bäume auf dieser Liberation Map, wo einfach meine Predator-Rakete immer schön abfüllen. Aber dafür kann man hier immer schön rumgurken, weil hier hat so viele Spawns. Das sollte man eigentlich schon abkassieren. Daneben und Treffer, he? Eine Salve. Ich finde es so straub, Und der macht es sich richtig gemütlich. Und jetzt noch am Schluss schnell Dead Man's Hand. Die grösste Drecksau, die sich in MW3 reingeschlichen hat. Naja, hoffe, hat euch gefallen, doch ein bisschen der Talk über Elite Premium und so. Fragen, Kommentare, nur herschreiben. Freut mich immer, wenn ihr kommuniziert. Und wünsche euch einen vergnüglichen Abend. Macht's gut.